Kapitel 20. Aber wat met de Kjinja? De nummers standbaan en zoals dat uitvalt is erschreckend. De Tjoik overal heeft een zeer slechte arbeid gedaan. De nächste Generation met de Krieg. Einige Tjoiken hadden alleen het laten voorbijgaan de jonge mensen te reiken, indem ze ihre Chap am Zon stuken en zich unbedingt niet leid op van de Wege van Heilige Geist leiden. Andere hadden de nächste Generation weggeschoven, indem ze een groot opzijn maken van wat God schafft. Ze hebben op zijn weg geproefd dat maken smaak te laten wat Heilige Geist deed. En dat deed bloos schade. Dat dreht de nächste Generation bloos weg. De opkomende Generation wordt het aan, wanneer wat overdreven wordt. En doorweg maakt het opheren, de joik te vertrouwen. Ze weren zich voor Heilige Geist, ween dat vreemde benemen wat ze zijn hebben van Heilige Geist geleerd wordt. Dat schijnt zo, een ganze Generation fehlt frisch Heilige Geist kennen te leren, zoals hij werkelijk schafft. En geestlich vandaag is de antwoord te dit probleem. Geestlich vandaag zijn is ook de antwoord voor Kjinja, die zaag bij zaag van Jezus weggaan. Velen zijn weit af van God gebleven, ween wil mensen van God vertalen. Ze hebben vielleicht gehoord dat we met God praten, ver hij aandenkt, en onze gebeden te beantwoorden. En ze kunnen niet verstaan waarom mijn God die leeft, en het maken deemoedig op de eerd kruipen, raar en hele, terwijl dat hij endlich maakt. Anderen zijn plus kopvol, met al dat rechten en hechelen wat ze man Christen en Tjoikie zijn hebben. De geestlich van de weg is de antwoord. Wegen dat wies de nächste Generation een werkliches Bild van God, zoals Jezus dat verstelt. Jezus langde immer uit, en ohne veel Anstrengung, met Heilige Geist zijn kracht, en wie kennen dat ook. Dit wies onze Kjinja wo schijn, en wo vol vrede is, Jezus te dienen, en Heilige Geist in haar levens aan te laten. Den zweite vinger Jezus te dienen, is besonders wichtig für Kjinja, wat al in christliche Heimen abgewassen sind. Wenn du in ein Heim abgewassen bist, wo sie Jesus nicht kennen, hast du wahrscheinlich ein klares Bild über was es meint, dein Leben nach Jesus zu geben. Den Unterschied, den setzt du. Du weißt noch, wo dein Leben wie für Jesus kennst. Und du weißt, was von Unterschied er gemacht hat. Die denkt, die schon, und wo verdammt und ladig du die verfeilst. Und du kannst die Hoffnung, Begeisterung, eine Ursache zum Leben, ein Zweig, was mit dein nicht Leben nicht mitkommen. Aber die zweite Generation Christen, sie hat Jesus von klein an gekannt. Sie hat das Leben niemals ohne Arm erfahren. Das ist ein großes Verrecht, aber so schätzt das Christenleben vielleicht gleich so zu werden. En kunnen dan sogar davon weggehen. Vielmal ist das, wenn diese Kjinja nicht ihre Verhältnisse mit Jesus persönlich gemacht. Und das reichen auch gelehrt wurde. Und sie stellen ihr Benehmen so an, als verlangt ist, aber sie haben nicht ein persönliches Verhältnis mit Jesus abgebaut. Dort ist eine gefährliche Stelle zu sein, einige Worte bleiben beim Werken, die nur geistliche Leben lässt, nur de Tjoik vor, christliche Dinge doen, en sogar beten. Alles ohne irgendeinen Zweig und ohne ein Ziel. Andere worden sogar Sachen vom Glauben verschwingen. Unsere Kjinja fehlt das eine wirkliche Gemeinschaft mit Jesus. En fehlt das zu sein, wo Heilige Geist in ihre Leben schafft. Wenn das passiert, dann lebt der Glaube ab. Wie können sicher machen, dass unsere Kjinja nicht von Jesus wegfallen, indem wir das geistlich von unser Leben en helpen dat ook te doen. Dat wordt daarvan afhängig zijn, als we aan deze twee wichtige biblische waarheden leren. 1. Wer Gott wirklich ist. Und 2. Wer zij als Nachfolger Jesus sind. Hoffentlich hast du durch dit Buch ein Blick gekriegt von wer Gott wirklich ist. Hij is een Leiftool voor der jeder Mensch auf dieser Welt sehr diep besorgt ist. Hij schickt zijn Sohn, Jesus, zum uns Rat, und hij geeft uns Kraft, wundervolle, nieuwe levens te leven, durch Heilige Geist, der an uns wohnt.
Dat onderdenk, waar we als nu volja Christi zijn, dat is het thema van dit kapitel. Onze Kjinja deze waarheden te leren, is zeer wichtig. Omdat die nächste Generation erregt wordt. Wenn du een tweede Generation Christ bist, in de grootste zijn geworden dat du deze twee Punkte nicht sehr klar verstehst, dann leer wieder. Du kannst Jesus op een werkelijke weg, met Zweig en Ursache kennenlernen. En vandaar kannst du wieder gaan in het leven van wat du dreamst, bloß wieder op te bouwen. Breek de hoge wegen door. Christliche Eltern zijn ewig de Kjinja van dat Weise aan deze wereld weg te houden. En dan hat christliche Kjinja aber vielmal een kleiner Kranz van vrienden haar keine idee, wo met eind zeswem om te gaan. Aber dat is niemands de plan geweest, dat Jezus zijn Tjoik bloß een toevlucht zal zijn, om de wereld buiten te houden. Als christliche Eltern is dat onze arbeid, onze Kjinja te leren aan de wereld erfolgreich te zijn, zodat ze die beïnvloeden kunnen. We moeten ophouden met hen van de wereld beschützen en leven hen met te nemen, mensen te erreichen. Dit christliche leven gaat niet bloß om ons. Jezus zijn Tjoik op de ganze wereld, dat is een erlösungsmission, nicht een cruise-reis oder een socialer Verein. Een Jugendgruppe en een Tjoik soll sich nicht bloß om onze Kjinja zielen en bezorgen. Dat is wichtig, dat onze Kjinja geistlich was, aber dat is ook nötig, dat ze leren, nur de omgeend uit te langen. Wenn wir onze Kjinja nicht mehr annehmen en Menschen für Jesus erreichen, stil wir an dat begeisternde, erfüllte Leben voll Zweig plus weg. Eine Jugendgruppe zu haben, die Jugend erregt, wollen nicht dat Tjoike Leben kennen, dat grüelt ein je Ältere. Unanständige Jugend, die du vielleicht dragen brauchen, worden in die Gruppe dann ankommen en dat besorgt die Ältere, die de Kjinja von der Welt weghüllen wollen. Aber wenn christliche Kjinja nicht verstehen, Verhältnisse zu haben mit die nicht sein Leben für uns sei, sogar in die beschützte jen wird, wo die Tjoike Jugendgruppe dann haft, dann sind sie im Trouble. Dann wird es auch nicht schaffen für ihn, Lothar in eine unchristliche Schule zu gehen oder die Arbeit, wo da keine Jugendlehrer sind, nur ihn abzupassen. Onze Kjinja fehlt nicht bloß hoge Wegen, fehlt Reit zu machen, in der Welt erfolgreich zu sein. Und fehlt eine Ursache, ein Zweig, wat ein Ziel im Leben jeft. Diese Ursache ist Jesus, seine Tjoik. Wenn Jugend het Zweig für Gott in zijn beroep aan ihre Levens houden, en zij blijven bij hem dienen en geven, zodat mensen in Jezus komen worden, dan worden ze zeer veel leichter sterk für Christus stehen blijven, wenn ihre Entscheidungen gehen nicht bloß am Ende. Sie machen nicht bloß bessere Entscheidungen, aber sie können auch einen großen Einfluss haben in ihrer Welt. Sie stehen ab, Gott gegeven Zweig zu erfüllen. En de Feind hat Angst vor ihnen. Die rechte Herkunft. Bestimmt ist es ein großes Port von christlichen Kjinja-Lehre nur der ungläubige Welt rüttelangen. Eine klare Identität zu geben, wer sie in Christus sind. Die Gefahr für christliche Jugend ist, dass sie so vertieft worden mit wo entlaat, dass sie nicht weten oder verstehen, wat aan ihre Horte angeht. Christliche Eltern maken dat anweitend bloß euer, wenn sie bloß besorgt sind, die Kjinja benehmen zu ändern. Die Kjinja glauben dann selbstverständlich, dat wo von buiten laat, dat het mehr uit, als wat sie innerlich denken, feilen en glauben. Eltern maken ook vielmal den Fehler, dat sie ihre Kjinja door ansehen en benanen, als wat die ihre Persönlichkeit ist en wo die sich benehmen. Zum Beispiel, dat hielt sich nicht arg, wenn ein von den Kjinja als kleiner Troublemaker genannt wird, wenn er die Grenze von Autorität einmal aufprüft. Dat ist gleich eine andere Tochter, die verantwortlich zu nennen, und sie einmal ihre Schularbeit findet. Aber wenn wir unsere Kjinja so nennen, leben wir dass ihre Identität von der rechten Stelle herkommt. Ihre Identität hat viel tiefer als Ongewohnheiten oder Benehmen. Ihre wirkliche Identität wird in Jesus Christus gefangen.
Wenn wir onze Kjinja nu uiterliche Eigenschaften nu benaan, fangen sie an, Ding von sich selbst zu glauben. Die kleine Troublemaker, die hält die Identität, wat hij von sich selbst denkt. Und wenn hij dann geschabt ist, bleibt hij vielleicht die Troublemaker. Die mir all die gesagt wordt, dat zij een volkomener Engel is, wordt het dan leven, dat zij een levenslang dat uitleven moet. En dat is allmählich. Wenn sie dann ihr Fehler macht, wird sie sich selbst bloß verdammen. Wat noch heuer ist, als dat is, wann dort wat wie zu onze Kjinja sei, ein errichtet Bild jeft von wer Gott ist. Zum Beispiel, wenn ein Kind gelogen haft, sei wir vielleicht, Gott weiß, dass die Leid ist, oder Lena kommen nicht im Himmel. Das ist nicht mal so. Wenn dat wir, wird wir alle naar de hel gaan. Zo'n Satz ist das Lehre Kjinja, dat Gott rachgevend ist, in immer nur wezig Menschen te strafen. Door wen zijn Sinne von Angst gedrevene Sätze aus dit sei ja zum Schade. Wen dat trifft Kjinja weg von Gott. In Kind seine Ansicht über Gott und über sich selbst sind zwei Grundpunkte am Leben. Geef die niemals ab, bloß wenn du den Kind das dort belehren warst. Wenn sie Arrech tun, dann kostet sie ein leichttulich Strafe. Zu mir leren dat er geleift wordt en dat er Werk ja am Fall geha. Mit dat tun liest du dann, wer sie wirklich sind. En dat ihre Identität in ihr Verhältnis mit Christus te fingen ist nicht an, was sie tun oder nicht tun. Chinese Kjinja. Christliche Alre Arbeit ist nicht, ihre Kjinja zu lehren, gut genug zu sein für Gott, wann viele Menschen das auch so glauben. Wenn wir unsere Kjinja lehren, dass sie mit Gott gehorsam sein, sich seine Leben verdienen, dann sagen wir damit, dass sie sind, so als sie sind, nicht angenommen. Und sie mit anderen, sich Gott seine Leben zu verdienen. Du hast nichts, was wieder auf von der Wahrheit ist, als dort. Die geistlich von der Weg lehrt und auch, dass Gott lebt und schätzt und bedingungslos. Sie sind seine Kjinja, Chinese Kjinja, und sein Recht. Und sie brauchen bloß dort sein, wer sie all sind. Und dann, wofür man sie Fehler machen. Sie sind Chinese Kjinja. Sie sind verjäft und gelebt und gefällt mit seiner Kraft. Sie brauchen sich die neue Identität bloß antragen, wer sie an Jesus sind, wo Gott ihnen ancheckt. Sie brauchen bloß dort leben, wer sie all sind. Epheser 4, 22 bis 24 nannt von dem alle Mensch loskommen und nie Menschen worden. Wie macht bestimmt, unsere Kjinja lehren sich reich zu benehmen, jo, versteht mir reich. Indem wir sicher machen, dass sie Fall kriegen für das, was sie tun. Aber das ist keine Ursache, dort anlehren, top zu mischen mit ihrer Identität oder mit wo Gott entnimmt. Und fehlt das zu sein, dass sie live sind von Gott, den Führer, angenommen durch Jesus, und bedingungslos verjäft. Bloß dann, wurde sie die Kraft kriegen, das Rechte zu tun. Wenn du in der Vergangenheit was gesagt hast, wo ein von deinen Kjinja die Identität auf ein negativer Weg beeinflusst hat, dann verdamm die selbst nicht, wie als Eltern hat alle genug Fehler gemacht. Go bloß verweg, mit ein Vernehmen deinen Kjinja zu helfen, und das Verständnis von wer Gott ist, und wer sie an Christus sind, und an dort immer zu wachsen. Und indem du dort ist, helpst du mit die Taub zu wachsen. Jeft eine Minute. Die nächste Generation fehlt es zu sein, dass Jesus auf ein geistlich von der Weg zu deinen geht. Und das ist ein begeistertes Leben. Das ist so viel besser als irgendwas, was die Welt anbieten kann. Du hast kein mehr belebter Weg von Leben, als von Heiliger Geist gelehrt zu werden, in jeder Moment von jeder Tag. Aber viele Jugend sind nicht interessiert an Christus, nur weil wen die Christen, die sie kennen, leben nicht so. Das christliche Leben ist so langweilig, wenn das einzige Ziel ist, moralisch Schmack zu sein. Sei nicht, dass moralisch Schmack sein nicht eine gute Idee ist. Aber du musst das tun. Dass wenn das die einzige Ursache ist, für was wir leben, ist das Leben sehr langweilig. Schub sind die meiste Zeit ängstliche und halblose Tiere. Aber wir sind nicht halblose, ängstliche Schubjes.
Dat maakt me aan denken aan een schijne leer uit Johannes 10, die veelmaal niet reich verstaan als worden. Dort vergleicht Jezus zich zelfs met een schubhard, in zijn opval met schub. Dat is een wunderbare waarheid bijna, aber einige had dat te weit genomen. Schub zijn niet de kleigste Tiere op de wereld, dat weet we. En wanneer ook een goed Beispiel zijn voor wat het meint een Lehrer nu te vallen, die ons leeft en ons aanleidt, wel we bestimmt nicht alles so ha als Schub dat ha. Schub zijn de meeste tijd ängstlich en halblos, aber wir sind ja nicht halblose, ängstliche Schubtjes, sag wie? Wir sind Chinese, Kjinja. Wir sind mehr als Jeläst. Von Gott geboren, Römer 8, 37, Johannes 1, 13. Grate ist die, der an uns ist die, der in der Welt ist. 1. Johannes 4, 4. Wir haben diese Welt Autorität, te beden en Gott seine Kraft Lust te laten. Wanneer we reden, kan Heilige Geest durch ons reden. Engels zijn om ons gestalt. En we hebben Kraft gekregen, alle wij erfolg aan te brengen, wo we onze hang non leien. Dort heeft zich mij niet nog schub. Du is niet onactivet oder armlichhet van het geestlich vandaagse leven. God wil ha, dat we opstaan en zijn arbeid aan de wereld doen. En dat is onreend door te denken. Wanneer onze Kjinja des kraftvolle, zwakvolle weg van leven gewezen wordt, zijn ze veelmaal de boezigste dort op te voet. Ik heb zoveel geschichten gehoord van Kjinja en jugend bij onze kerk, die dat de mensen om zich uitlangden en door dan een wunder passiert. Zum Beispiel, ein Jugendlicher wordt nog maar bloß eine Monat wie een Christi was, vertelt mir die Geschichte, von wo hij voor zijn leraar aan de school gebed had. De leraar aan de school had een schmied wo hij aanwijs wo een motor niet te maken. Hij had hem op een dash gesteld. Irgendwo valt de motor van het gestel af, als hij door anschaft, in de ganze weg, irgendwo zwischen 200 en 400 pond, valt gelijk op dem leraar zijn hand op en klam de hand om dashen aan. De studenten kunnen den motor van dem leraar zijn hand raufheben, aber dat wie klar, dat hij veel weiter had, met zo zijn hand geklampt wird. Dan kwam des jugendliche Vriend op, en wanneer hij ook een ganz nieuwe Christ weer, bed hij einfach een hossiet gebed voor Heilung, door zo ver de ganze Klasse. De leraar hield nog immer zijn hand, en zei zo spietig, dat hij nog immer krijgt ze bij. Des leraar weer niet in Christ. De jugendliche zei über bozig drei, na wacht een minuut. Dan, Sekunde later, zou wie leraar zijn gezegd, dat hij zich zelfs verschrok. De weet was weg, zei hij. Hij kon de hand verval bewegen en brücken en de ganze Klasse checkt toe als dit passiert. Des jugendliche kon later nur dat, meer van de jongens in de Klasse, naar zijn Jugendstunde brengen. En hij braucht nicht een Bibelstudent oder een prediger zijn, omdat Heilige Geest durch hem zich dit schaffen kan. Om de nächste Generation erreichen, moet het begeisternde, zweigvolle leven bewezen wat God für jeder einen von uns hat. Junge Menschen siegen für ein begeisterndes Leben. Wenn sie dort nicht in der Kirche finden, dann worden sie das auch so sieg. Dort wird dann eine large Erfahrung sein. Aber tent ist das dann auch besser als nicht. Zu derselben Zeit aber ist ein Leben von Jesus steine voll von Kraft dort Ziel, Zweig in Erfahrung, nur wird sie siegen. En dat komt von Gott mit ganzem Hart dein. Geven niemals ab. Geistlich von euch sein erste Schlädel, die nächste Generation terug. Dat meint ook klar in gevoelsvol te zijn en te feilen, wo junge Menschen ihre Frauen en Bedürfnisse sind. Dat meint bewusst te zijn über ihre Weidau, über ihre Schwierigkeiten en Versägungen. Dat meint ihre Sprachrede, ihre Musik te verstaan. En aan samstalen om eind helpen leren en eind moed maken voor het leven. Maar als al dat meint einfach zeker maken dat ze de rechte aanzicht hebben over ons wondervolle, liefdevolle God. En ook een sterke erkenntnis van ihre identiteit als zijn Kjinja, wer ze bij God zijn en werkelijkheid. Dat meint en leren zich in ihre dagelijkse levens op Heilige Geest te verlaten, op een vandaagse weg. Dat is zo, zij kämpfen met Versägungen.
We kunnen al onze tijd gebruiken en te leren wat niet te doen. We kunnen en zullen en leren van drogen, alcohol en onmoralische leven weg te blijven. Ja, maar dat heeft nog meer kracht en te leren wat ze zullen doen. En veel te weten. Dat Heilige Geest zeker wat hen vrede brengt. En veel te leren. Dat ze zelfs weet herkrijgen van wat God zegt en zijn woord. En veel dat geveld te zijn met God zijn leven. En dat is wat Heilige Geest en proeft te reiken. En wijzen dat zij bij God Jeläst zijn. En dat hij een wunderschönes leven vereendreid heeft. Dat geestlich van ons leven is vol van grote kracht, vrede en vrede. Wel we onze Kjinja leren boven de schone en angst en verdomming te komen. En aan God zijn leven en aan zijn genade te leven. Kjinja veel te weten dat we geloven aan eind. En we strijden voor eind. En dat zich grote dingen doen worden kennen naar de levens. En veel te zijn dat we dat geestlich van ons leven leven. En veel te zeggen dat ze dit leven ook ervoor kennen. En dat God wondervolle dingen verändert gemaakt heeft. Help hen aan te vangen dat begeisternde leven te leven van God jeder dag dienen, indem ze zich op Heilige Geest verlaat. Geef niemand op aan eind. Durch Heilige Geest zijn kracht worden ze wondervolle dingen erreiken in dit leven.